So, ich möchte über meine Frau zusammen, wie leitet Gott uns in unserem Leben? Das ist eine mega krasse Frage. Wie leitet Gott dich konkret? Und ich möchte überleiten zu dem Weihnachtskerzen. Ich meine, egal wo du hingehst, wir sind in Sri Lanka unten, dort hat man so Weihnachtskerzen angezündet. Die einen Männer sagen, wow, mega romantisch. Die einen Männer sagen, okay, ausgeworfenes Geld. Warum zündet man überall eine Kerze an Weihnachten? Es gibt eine Botschaft, dass wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, hat Dunkelheit keinen Platz mehr. Sucht haben keinen Platz mehr. Gewohnheit haben nicht mehr die Macht. Krankheit ist nicht erwünscht. Depression wenn wir schon gerne nicht. Das bedeutet, wenn Jesus ins Leben kommt, dann kommt eine Dimension rein, die die Welt nicht kennt. Und Weihnachten bedeutet nichts anderes. Wenn Gott, das Reich von Gott ist ja nicht irgendwo. Oder? Der Himmel wohnt in dir und in mir. Das bedeutet, wo immer du hingehst in deinem Leben, bringst du den Himmel in deine Familie. Du bringst den Himmel zu deinen Freunden. Du bringst den Himmel an deine Arbeitsstelle. Mit anderen Worten, wenn es dich nicht geben würde, würde das Licht und der Himmel ganz krass fehlen. Und Dunkelheit hat noch mehr Macht. Mit anderen Worten, du machst in der unsichtbaren Welt einen krassen Unterschied. Gott braucht dich, wo immer du bist, um den Himmel für Menschen, die nicht an Gott glauben, können auf die Erde zu bringen. Darum bist du das Licht in dieser Welt. Amen. Kann ich zusammen hören? Du bist Licht. Und was ich noch krass finde, ich habe vor ein paar Wochen hat jemand zu mir gesagt, Leo, bleib so, wie du bist. Also wenn ich das von außen anschaue und sage, ja, ich verstehe dich, super geil. Wie oft hörst du das, bleib so, wie du bist? Oder die Leute sagen dir, folg deinem Herz und deinen Gefühlen. Hast du das schon gehört? Ich weiss, was du meinst. Aber was du mit dem sagst, du hast keine Ahnung, was in meinen Gedanken abgeht. Du hast keine Ahnung, was die Leute fühlen. Verkämpft in den Gefühlen, in den Emotionen. Und all die Kämpfe, die du durchlaufst, ist ein Gott im Himmel, der das sieht. Und was ich an Gott liebe, er sieht alles, er weiß alles. Und Gott hat so eine krasse Art. Ich habe mit dem Finger so feinfühlig, boom, draufschlagen und sagen, den Punkt packen wir an. Und ich liebe es, dass niemand von uns muss bleiben, wie du bist. Du kannst dich in Jesus Christus himmlisch gewaltig verändern, dass nach 2 Jahren kannst du sagen, ich bin nicht mehr die gleiche Person als noch vor einem Jahr. Und ich glaube, die meisten sagen, oh bitte Leo, ich möchte mich verändern. Amen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich möchte ganz am Anfang anfangen, euch das alles erklären. Du bist gesegnet von dem Gott im Himmel, um ein Segen zu sein. Und wie kann man das erklären? Ganz einfach, ich möchte ganz kurz theologisch so in ein paar Augenblicken erklären, was ist theologisch passiert und was ist unsere Position. Es fängt da ganz am Anfang im Alten Testament, 1. Mose 1, Vers 3 bis 5. Kannst du die Bibel führen? Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich, boom, strahlte das Licht auf. Weißt du, siehst du das? Und Gott sah, dass es gut war, er trennte das Licht von der Dunkelheit. Am Anfang heißt die Bibel, alles war wüst und leer. Vielleicht sagst du, in meinem Leben gibt es so Bereiche, die sind wüst und leer. Aber wenn Gott kommt, Gott trennt immer den Fluch vom Segen. Und im Alten Testament kannst du sehen, wenn du Gott nachfolgst, bist du gesegnet. Der Friede von Gott ist mit dir, die Freude von Gott ist mit dir. Gott gibt das Gelingen in allem, was du machst. Gott macht einen klaren Cut zwischen Segen und Fluch, Licht und Dunkelheit. Und Gott sagt, Dunkelheit soll nicht mehr dein Leben bestimmen. Was auch immer siehst, wenn der Sohn Gottes uns frei macht, dann bist du frei für immer. Wir sind nicht mehr gebunden in unserer Sucht. Und die Bibel sagt, das Licht hat in unserem Leben angefangen. Und das Volk von Gott hat die Wunder erlebt. Und du kennst die Geschichte, plötzlich im Malachi driftet das Volk von Gott ab. Und während 400 Jahren ist der glimmende Docht glimmt noch und das knickte Rohr ist fast zerbrochen. Und Gott schwiegt während 400 Jahren. Weißt du, wenn Gott schwiegt? Wenn Gott in unserem Leben klopft an die Türe, klopft, x-mal, und du machst es auf, dann sagt Gott, okay, I hear you, I feel you. Ich respektiere dich und Gott sagt, dann warte ich, bis du kommst.
Malachi sagt Gott, ich bin nicht das Problem, sondern ich warte jetzt auf euch. Ich habe alles gemacht, aber ihr wollt nicht. Und es gibt so 3 Bereiche in Malachi, wie das Volk gedriftet ist. Die erste Liebe haben sie verloren. Plötzlich sind andere Sachen wichtiger geworden. Die Hoffnung ist zerplatzt und der Glaube, dass Gott gut ist plötzlich verloren gegangen. Und dort innen, während 400 Jahren, sagt Gott nicht, okay. Sondern Gottes Liebe ist krasser als unsere Art. Gott schickt seinen einzigen Sohn Jesus auf die Erde. Und ich möchte es euch vorlesen, was Jesus von sich selber behauptet. Johannes 12, Vers 46. Ich bin das Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten. Damit alle, die mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben müssen. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgst, hat Kraft von der Sünde, von der Gewohnheiten, von der Mödeli keine Kraft mehr in unserem Leben, weil Jesus macht uns frei für immer. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Es gibt keine andere Botschaft. Und jetzt denkt einer, oh krass, Jesus macht Blinde sehen und Lahme gehen und die Toten weg drauf. Was für ein krasses Wunder. Und Jesus sagt, was für ein Wunder. Ich möchte Folgendes erklären. Wer von euch schon mal in Hawaii gewesen? Hand hoch. Wer will gehen? Niemand. Gut. Also, Hawaii hat Inseln, es hat Palmen, es hat Sand, es hat türkisblaues Wasser und es hat hawaiianisches Essen. Du kommst Blumen über und so Ukulele und wir singen noch, oder? Wenn du noch nie dort gewesen bist, schicke ich dir eine Postkarte von Hawaii. Du schaust und sagst, wow, krass, so sieht Hawaii aus. Wie weißt du, wie der Himmel aussieht? Und Jesus sagt, Jungs und Mädels, ich bin Postkarte. An mir sehen er, wie der Himmel ist. Im Himmel gibt es keine Krankheit, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Ungerechtigkeit mehr und es gibt das Leben für immer. Und Jesus hat den Himmel als ein Probiermüsterli gebracht, um uns zu erklären, wie es eines Tages aussieht. Jesus sagt zum jüdischen Volk, all eure Schriftrollen hat sich erfüllt. Und Jesus sagt, vor euren eigenen Augen bin ich das Licht geworden. Ich habe jede Prophezeiung vom Alten Testament habe ich erfüllt. Und das Wort Gottes, die Bibel, wird plötzlich lebendig. Der Dunkelheit hat das nicht gepasst. Und eines Tages hängt Jesus an dem Kreuz. Und wieder sieht man den Kampf zwischen Segen und Fluch, Licht und Dunkelheit. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, passiert Folgendes. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Alles wird mega dunkel. Und Dunkelheit ist immer ein Zeichen von Krankheit, von Niederlagen, von Leben ohne Gott. In dem Moment hat die Leute geglaubt, Jesus, die Show ist over. Und da, wo wir glaubten, dass Jesus Segen und Fluch trennt, ist ein Märchen. In dem Moment, wo es dunkel wird, hat die Leute gewusst, Jesus hat gemeint, er ist das Wort, aber auch das Wort Gottes wird dunkel. Und während 3 Tage und Nächte ist Jesus im Totenreich. Er steht auf von den Toten, er wird lebendig. Er begegnet Hunderte von Frauen und Männern. Die Jünger warten im oberen Raum. Sie beten, für dass der Himmel auf die Erde kommt. Und in einem Moment kommt Feuer vom Himmel.
Der Heilige Geist fällt auf Frauen, auf Männer, auf Junge, auf Alte, auf Araber, auf Europäer, auf Amerikaner, Alaska, auf Winterthur, Wallisellen, Zürich, in die ganze Welt. Und plötzlich gibt es nicht ein Licht, wo immer du hingehst auf dem ganzen Planet, bei 8 Milliarden Menschen. Es gibt überall Lichter, wo man nicht mehr stoppen kann. Und Gott sagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr werdet die Finsternis wegschieben. Du kannst es stoppen. Hey, liebe Frauen und Männer, du kannst Gebot machen, dass wir in der Schule nicht über Jesus reden können. Und Jesus sagt, what's the problem? Du kannst die Lichter nicht stoppen. Weil wir Christen sind gesetzt in der sichtbaren, der unsichtbaren Welt. Wir bringen den Himmel auf die Erde, ob es die Leute wollen oder nicht. Amen. Darf ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin die erste Person in meiner Verwandtschaft, die Jesus geglaubt hat. Mein Vater hat mich gefragt, Leo, kannst du nicht aufhören, die Bibel zu lesen? Und ich habe die Bibel gelesen, die ersten paar Wochen unter meiner Bettdecke. Nicht public, sondern private. Und ich habe nicht aufgehört gewusst, eines Tages wird meine Familie sehen, dass der Himmel wohnt in mir. Und manchmal hast du das Gefühl, die Leute sind gegen dich, es interessiert niemand lässt, ich lade die Leute ein, alle spotten, alle machen sich lächerlich und alle anderen sind gesegnet und alle sind erfolgreich. Ich möchte sagen, das Wort Gottes, das du aussagst, kommt nie leer retour. Es ist immer nur eine Frage bei der Zeit, bis das Samenkorn aufgeht, durchbricht und plötzlich siehst du, wie ein nach dem anderen zum Glauben an Jesus findet. Wie bist du die einzige Person in dieser Lehrstelle, die an Jesus glaubt? Darf ich dir etwas sagen? Du machst einen Unterschied in deiner KV. Du machst einen Unterschied, weil du bringst den Himmel auf die Erde. Du bettest für das Reich von Gott. Du bittest um Vergebung. Du bringst die Werke Gottes zurück in deine Familie. Und ich möchte dir eins sagen. Hab nicht das Gefühl, was kann mein Leben schon bewegen? Wenn ich dir damals sage, du bist das Licht der Welt, sagst Leo, mega krass. Es berührt mich bis in die Zehenspitze runter. Aber wenn ich mein Leben anschaue, grosse Worte, aber die Wirkung ist mega klein. Ich glaube, viele fühlen sich so, oder? Ich möchte das Beispiel erzählen vor letzten Montagmorgen. Christmas Experience. Mega krasses Moment. Hunderte Frauen, tausende Frauen in der Halle. Krasses Weekend. Wir haben Monate, Jahre, kann man sagen, vorbereitet. Du gehst heim. Und am Montagmorgen müssen filmen. Film Nummer 2. Adventskalender, Gebet. Vielleicht hast du es schon gesehen. Wir haben 15 Episoden aufgenommen vor ein paar Wochen. Und am Montag müssen wir den Rest aufnehmen, 9 Episoden. Und wir stehen auf am Montagmorgen und es regnet nur einmal. Den ganzen halben Tag. Und ich bin ja schon gemerkt, nein, der Regen ist blöd, weil wir filmen draussen, du bist flutschnass, du bist nachher krank. Und dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, meine Güte, wo ist die blaue Bibel? Sagt sie, wieso Panik in der Titanic? Sag ich, wir haben jedes Mal YouTube aus dieser Bibel vorgelesen und wir können nicht einfach rote oder grüne, dann merkt man jetzt mal auf, wir brauchen die Bibel. Und in dem Moment wird mir bewusst, ich habe sie vergessen an der Christmas Experience hinter dem Leu-Schneetiger. Hinten. Ich habe gedacht, der kann eben scheiß Tiger. So hat mein Montag angefangen. Schiff den ganzen Tag und der Tiger hat mir die Bibel geklaut. Wenn du mir sagst, Leo, du machst einen Unterschied, ich sage, ja, ich mache einen Unterschied, ich bin putzenhässig. Wir fahren ins Büro, alle haben frei, ist ja logisch, nach dem Weekend. Meine Frau geht die Bibel suchen, sie findet sie nicht, sie macht jeden Schrank auf, sie kommt zurück und sagt, sie gibt sie. Sage ich, Schatz, scheißegal, ich brauche blau. Und sie findet eine blaue Bibel, Englisch so dick, hat gesagt, wem sie auch immer hören, wir haben sie ausgelehnt. Wir bringen sie wieder zurück. Nächstes Jahr. Der Tag fängt so an. Ich bin das Licht der Welt. Ich habe mich nicht so gefühlt. Nicht gedacht, kann Gott mich brauchen. Wir haben den ganzen Tag alles beim Filmen ändern. Wir kommen nach Rapperswil, Shift noch einmal. Beim ersten Drehort treffen wir einen Menschen, den wir kennen. Der hat gesagt, wir gehen filmen im Wald, das was niemand kennt. Wir gehen filmen im Wald. Im Wald rein, ein Bauarbeiter ist am Laub weggeblasen. Im Wald. Also das Laub darf nicht einmal im Wald mehr sein. Also wenn Going Green nicht mehr okay ist, wo sind dann noch Blätter? So ein Lärm für eine halbe Stunde im Wald rein, Blätter weggeblasen. Dann kommen 2 Frauen mit Hunden. Dann sagt die eine, was machst du, Leo, im Wald?
Ich denke, lass mich in Ruhe mit dem Filmen. Dann sagt sie, das ist ein Wunder. Das ist meine beste Freundin. Ich habe sie immer eingeladen, das ICF. Ich habe sie eingeladen, Christmas Experience. An dem Wochenende, das ist nicht gehabt. Und jetzt steht der Pfarrer im Wald da. Und ich habe es so richtig so geistlich reinmassiert und gesagt, weißt du was, das, was du siehst, ist krass. Und dann ist meine Frau, das ist noch krasser. Und im Wald innen kommt die Frau eine Abreibung über vom Evangelium. Und im nächsten Drehort treffe ich wieder jemand. Und plötzlich merke ich, wenn du nicht kommst ins ICF, ich treffe dich im Wald. Und wir heimgekommen sind, sage ich zu meiner Frau, Schatz, ich fühle mich so krass schwierig. Wie oft preach ich? Ihr seid das Licht der Welt. Du machst einen Unterschied. Und wie oft fühle ich mich genau nicht so. Ich stehe komisch auf, dann ist die Bibel vom Tiger geklaut worden und alles ist anders. Ich möchte sagen, oft hast du das Gefühl, mein Leben macht keinen Unterschied. Ich möchte sagen, auch wenn du 10 Jahre für deine Mutter bettest, 10 Jahre lang für deinen Vater bettest, du siehst kein Wunder. Ich möchte dich bitten, gib nicht auf zu beten. Mein engster Freund hat für mich gebetet, jahrelang. Hat mich immer eingeladen. Ich habe immer gesagt, lass mich nie mehr ein. Noch einmal, ich poliere deine Zähne. Das ist Sprache im Rheintal. In Zürich würde es heißen, ich bombe dich weg. Und an dem Tag, als ich zum Glauben gekommen bin, was ist der Punkt? Dann sagst du, ich möchte Danke sagen, dass du trotz meiner Wörter nicht aufgehörst, mich einzuladen. Du bist Licht in deiner Familie. Und du bist Salz und du machst einen riesen Unterschied, wo immer du bist. Es gibt eine Challenge, und das möchte ich erklären, wo wir haben. Ich habe eine Grafik gefunden, es trifft auf jede Generation. Und zwar, wir alle haben Träume, wir alle haben Ziele, wir alle haben Pläne. Es gibt keinen Mensch ohne Ziel und Pläne. Und da unten bist du irgendwo Pläne, Ziel, Träume. Und ganz weit oben ist eine Berufung, als Bild mitgebracht, das ist eine Erwartung. Was Gott machen soll, kennst du das? Riesen Erwartung. Und wenn du 10 Jahre lang wartest auf das Wunder und es passiert nicht, irgendwann klatschst du aber zu der Realität. Und die Realität bedeutet, dass du jetzt sagst, hey, als ich jung war, habe ich auch geträumt. Als ich jung war, habe ich die Welt verändern. Jetzt bin ich auch da, aber nicht mehr jung. Aber ich glaube, dass du das kannst. Kennst du das, die Alten? Ich support dich. Weil ich habe es ja nicht angebracht. Und die Distanz zwischen Träumen und Erwartungen, wenn das, je grösser das ist, entsteht ein Frust und eine Enttäuschung. Und ich begegne mega viele Leute, die gläubig sind, die reden sehr in Zunge. Meine Französisch. Wenn du enttäuscht bist, dann wohnt die Finsternis bereits ein Teil wieder in dir drin. Und wir müssen lernen, die Enttäuschung loszubringen. Und wie macht man das ganz konkret? Ich möchte das ganz kurz erklären. Oft ist, wenn Gott gibt dir ein Wort, zum Beispiel, ich habe gehört, akustisch, du willst ein Evangelist werden. Evangelist. Dann denke ich, oh krass. Habe ich gegoogelt, es gibt einen Bonk in Deutschen, der ist mega laut, okay, kann mich noch identifizieren. Der füllt Stadion. Dann der Billy Graham in Amerika, auch Stadion, denkt, Evangelist gleich, ich fülle Stadion, mein Name ist ja Programm. Und dann habe ich das immer geglaubt und gehofft und gemacht. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, übernimm das ICF. Und ich habe zu Gott gesagt, I hear you. Das ist das Gegenteil von Evangelist, da bin ich ja immer da. Also ich bin ein Hirt, ich muss für den Chef in der Kirche schauen. Also immer die gleichen. Also euch. Sagt Gott ja. Und jetzt möchte ich erklären, was passiert. Wenn Gott dir das prophetische Wort gibt, tust du das Bild kreieren, wie das muss werden, oder? Aber dann ist die Realität, dass Gott sagt, mach das und du denkst, das passt voll nicht drin rein. Und ich habe 5 Jahre mit der Spannung gelebt, habe ich richtig gehört oder mache ich etwas falsch? Und die Bibel sagt, bist gehorsam im nächsten Schritt, oder? Und 5 Jahre später haben wir das ICF Basel, also haben wir ICF Basel gegründet, dann München, dann Amsterdam und ICFs all over the world. Nach einem 10 Jahren gegründet hat Gott gesagt, Leo, jetzt überleg dir mal. Statt dass du nach München gehst
um Menschen zu gewinnen, ist der Tobi Teichen dort und er gewinnt Münchner für Jesus. Und der Karlsruhe, der Amsterdamer, der Rotterdammer, der Basler, nur der kann der Basler gewinnen, kein Zürcher. Gott nicht. Und Gott sagt plötzlich, statt dass du gehst, schickst du Leute aus und du hast eine neue Form von Evangelisation. Durch Church Planting bringst du mehr Menschen zum Glauben, als wenn du allein gehst. Und plötzlich hat Gott gesagt, aha, jetzt komme ich raus. Und viele von uns haben das Gefühl, wenn Gott dir eine Berufung gibt, dass alles Sinn macht. Vergiss den Fisch. Weißt du, was macht Gott? Er sagt, übernimm das ICF. Sagst, ja, come on! Und Gott sagt dir kein Wort von allen Challenges, die ihr könnt. Weil würdest du Challenges kennen, sagst du Gott, ja, count me out. Da bin ich nicht dabei. Und Gott sagt dir immer einen Schritt und nicht mehr und nicht weniger. Und die Bibel heisst, ich möchte es kurz vorlesen, im Psalm 105, 19, Vers 5, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und was Gott macht, er öffnet das Wort. Und alles, was ich sehe, ist der nächste Schritt. Wo ich bin, bringe ich den Himmel auf die Erde. Aber Gott zeigt den nächsten Schritt mit einem Wort. Ein Gedanke, ein Bibelvers, eine Prophezeiung. Und das Reich von Gott baut sich immer auf mit einem Schritt, wo Gott beleuchtet. Und Susanne wird uns 2 Punkte erklären. Wir haben ChatGPT gefragt. Kein Witz. Was sind die 3 grössten Probleme, die wir haben? Und sie hat gesagt, genau das, was wir jetzt preachen. Oder wenn es von ihr, sie von uns, I don't know. Genau. Einer von unseren Punkten, der uns wahrscheinlich die meisten betrifft, ist Beziehungen. Wir alle leben die Beziehungen. Und stell dir vor, Gottes Licht ist in unseren Beziehungen erlebbar. Ich weiss nicht, ob du Christmas Experience gesehen hast letzte Woche. Was mich extrem angesprochen hat, nochmal auf eine neue Art, ist die Geschichte von Josef. Weil ich habe gemerkt, hey, der ist eigentlich gar nicht so viel anders wie mir. Er hat Beziehungsprobleme. Wir haben vielleicht nicht gerade die gleichen wie der Josef hat, aber wir sind alle doch irgendwo in irgendeiner Form in unserer Beziehungen immer mal wieder herausgefordert. Sei das mit den Schulkollegen, sei das mit deiner Herkunftsfamilie, sei das in deinen Freundschaften oder in der Partnerschaft oder in der Ehe, wo auch immer, gibt es immer wieder Momente, wo wir herausgefordert sind in Beziehungen. Also anyway. Der Josef ist herausgefordert in seiner Beziehung, weil seine Verlobte geht fremd und er löst. Und das ist ein menschliches Problem. Und entsprechend geht er das Problem menschlich an. So wie man das halt macht. Es gibt 2 Varianten damals. Er zieht sich zurück, das ist seine Entscheidung. Er will es auf diese Art lösen. Bis zu dem Moment, wo Gottes Licht in sein Leben hineinscheint. Und dann ändert sich seine Perspektive. Bis zu dem Moment, wo man liest in Matthäus 1, Vers 20, noch hat er gedacht, er verlässt jetzt Maria und schleicht hinterher raus. Und da kommt der Engel im Traum zu ihm und sagt ihm, was er machen soll. Und ich habe mir überlegt, wenn also der Josef so menschlich ist wie du und ich und irgendwo in der Beziehung drin steht und Herausforderungen hat, was würde in unserem Leben passieren, wenn wir so ein Licht von Gott überkämen und er uns würde zeigen, hey, schau, so sieht es eigentlich aus. Schau, das ist eigentlich, was abgeht. Wie würden sich unsere Umstände ändern? Wie anders würdest du und ich unsere Herausforderungen in einer Beziehung anfangen zu beurteilen? Und was für einen Einfluss hätte das auf unser Umfeld, auf unser direktes Umfeld? Weißt, und das Krasse ist, das, was das Wort Gottes sagt, ist meistens genau das Gegenteil wie das, was die Welt sagt. Die Welt sagt, hilf dir selber, dann hilft dir vielleicht Gott. Das Wort von Gott sagt, wer der Größte will sein, der soll allen anderen dienen. Die Welt sagt, wie du mir, so ich dir. Das Wort von Gott sagt, bet für die dich verfluchen. Und du denen, die dir Böses machen, du denen Gutes.
Meistens sagt das Wort von Gott genau das Gegenteil von dem, was die Welt dir vorlebt. Und das Licht von Gott steht jedem von uns zur Verfügung. Stell dir mal vor, wie unser Leben anders aussehen könnte. Wir brauchen das. Wir alle sind herausgefordert in unseren Beziehungen. Der Leo und ich sind die letzten Wochen weg gewesen, in 2 Wochen in 3 verschiedenen Ländern. Das heisst 3 verschiedene Kulturen, 3 verschiedene Atmosphären. Und beim letzten Land, im Mittleren Osten, sind wir angekommen. Und der Flug war für mich zu lang gewesen und schon wieder ein neues Umfeld. Und ich bin nicht ganz so entspannt gewesen und auch nicht so gut gelaunt. Wir wollten laufen und der Weg war abgesperrt gewesen. Das hat bedeutet, wir mussten an einer lärmigen Autostrasse laufen, wo man sich jetzt entspannen sollen. Und ich habe einfach gestruggelt. Und der Leo nebendran, er hat aufgeblüht, hat gesagt, schau mal die Häuser und schau mal die Lichter. Und ich habe gemerkt, ihm gefällt es, er blüht da auf und ich blühe ab. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das ist so gemein. Ich fühle mich so scheiße und er nebendran macht alles noch schwieriger, weil er sich so super gut fühlt. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich brauche Hilfe. Jetzt kommt es darauf ab, ich brauche dein Licht. Genau in diese Situation hinein. Und das Licht ist gekommen. Auf einmal habe ich realisiert, stell dir mal vor, der Leo würde seiner schlechten Laune, wie ich sie habe, einen Ausdruck geben neben mir. Das wäre eine glatte Katastrophe. Ich habe das Gefühl, Jesus sagt, hey, bist dankbar, dass er so happy ist. Ist wenigstens einer happy. Es macht alles viel angenehmer. Das war die Erleuchtung, das Wort von Gott, das ich bekommen habe. Und das hat meine ganze Stimmung geändert. Ich habe gedacht, wow, wie krass. Stell dir mal vor, er wäre so scheiße drauf, wie ich mich fühle. Er ist wenigstens happy. Es kann ein Wort sein in deinem Leben, wo dir zur Verfügung steht und es ändert deine Sichtweise. Es ändert deine Sichtweise über deine Beziehung, über die Umstände, wo du drin stehst. Das ist das eine. Und das andere ist, Gottes Licht scheint auf unserem Lebensweg. Ich habe die Apostelgeschichte gelesen von den Jüngern, die gedacht haben, nachdem Jesus gestorben ist, haben sie mit Jesus geredet und haben gesagt, Jesus, kommt jetzt das Reich von dem, wo Propheten reden. Sitzt du jetzt auf dem Thron David? Fangst du jetzt an regieren? Kommt das jetzt, wo wir schon so lange darauf warten? Ich weiss nicht, was du für Fragen hast in deinem Leben. Oder wie lange dass du schon auf Sachen wartest. Vielleicht auf Heilung, vielleicht auf einen Job, vielleicht auf dass es dir besser geht. Vielleicht, dass deine Familie sich verändert. Ich weiss nicht, was du für Fragen hast im Leben. Die Jünger haben Fragen gehabt und Jesus hat sie nicht beantwortet. Er hat gesagt, schau, wenn das Reich kommt, das weiss allein mein Vater. Aber er hat sie nicht dort stehen lassen, sondern er hat ihnen ein Licht gegeben. Er hat ihnen ein Wort gegeben. Er hat gesagt, aber etwas weiss ich. Ihr werdet die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Und mit seiner Kraft werdet ihr Zeugen sein in der ganzen Welt. Und Zeugen sein, das bedeutet, damit du Zeugen sein kannst, musst du dabei gewesen sein. Sonst kannst du nicht von etwas bezeugen. Das heisst, das ist alles, was sie haben müssen wissen, genau in dem Moment. Jesus hat gesagt, schau, ihr kommt die Kraft vom Heiligen Geist über. Und ihr werdet Zeugen sein. Das heisst, sie werden persönlich erleben, was es heisst, wenn ihr die Kraft bekommt und wenn Sachen anders werden. Und das langt. Und das ist das Wort, das dir und mir zur Verfügung steht, wenn wir die Bibel lesen. Das ist voll mit Botschaften, die Kraft haben, wenn man sie anwendet. Es ist eins, wenn deine Kollegen sagen, du musst keine Angst haben, kommt alles gut. Das ist eins. Aber wenn du das da drin liest, dann hat das Substanz. Und es hat eine Kraft, um dein Leben zu retten. Amen. Vielen Dank. Sie tönt ein bisschen heißer, tönt sexy. I like it. Das hat Miri gesagt, heiß. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Ist okay so? Jesus sagt, du bist das Licht von dieser Welt. Der Himmel wohnt in dir. Wo immer du bist, du bringst Hoffnung zu deinen Freunden. Du wirst die Dunkelheit auf die Seite schieben, wenn du anfängst zu beten. Aber jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt?
Und der nächste Schritt, sagt die Bibel, das Wort Gottes leuchtet den nächsten Schritt. Und achte auf Theologie. Es leuchtet nicht den ganzen Weg. Wenn du willst wissen, deinen Lebensweg, wird Gott sagen, da bin ich nicht dabei. Glauben bedeutet, ich glaube, dass ich einen Schritt gehe und ich vertraue, dass Gott das Lebensende an meinem Leben kennt. Und Gott wird nie mehr beleuchten als der eine Schritt. Und ich möchte enden mit einem ganz praktischen Beispiel, wie ich das mache. Und zwar, ich liege jeden Abend an meinem Bett und sage immer, Jesus, da bin ich, Leo Bicker, ich tue mich mit dem Namen einchecken, das macht keinen Sinn, habe ich schon mal gesagt, aber dann weiss ich schon mal, wer redet. Und ich habe vor 3-4 Jahren ein Wort von Gott gehört, wirf alle Bücher weg, die du jemals gekauft und gelesen hast, natürlich außer meine eigenen. Und jeder Theologe, ich bin auch ein Theologe, Theologen haben Büchergestell voll von Büchern, das sieht so theologisch aus. Ich habe zu Gott gesagt, das macht keinen Sinn. Da sind alle meine Nuggets drin, da sind alle meine Strukturen drin. Das ist, wenn du ein Maurer bist und wirfst den Zement weg. Und Gott hat gesagt, mach's. Ich habe zu Gott gesagt, warum? Ich habe gesagt, ich werde dir neue Quellen geben, die du noch nicht entdeckt hast. Ich habe alle meine Bücher verschenkt oder entsorgt beim Müller in Wallisellen. Und die nächsten paar Wochen habe ich nicht das Gefühl gehabt, die Predigten sind besser geworden. Und dann ist Corona gekommen. Und an dem Tag, wo Corona kam, habe ich gemerkt, all die Bücher hinten sind nicht relevant. Und ich habe von jemandem ein Buch bekommen mit leeren Blättern drin, ein mega kreatives Buch. Und jemand hat mir einen ganz teuren Schreiber gegeben und gesagt, benutze den Schreiber für göttliche Momente. Und jeden Montagmorgen hocke ich auf meinem Stuhl, nehme den Block führen, den Schreiber und sagt, Heiliger Geist, was willst du diesen Sonntag sagen? Und für die schon lange dabei sind, ich meine, es ist offensichtlich, Kraft und Autorität in dieser Church zugenommen. Und manchmal sagt Gott dir etwas, und das macht in dem Moment keinen Sinn. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Und Gott sagt, okay, ich mache das eben so. Und vielleicht hat Gott dir Abend ein Wort für deine Freundschaft, ein Wort, wie du geistlich wachsen kannst. Ein Wort genügt, dass der nächste Schritt gehen kann und den Rest wird Gott dir nicht zeigen. Unsere wunderbare Band wird ein Lied singen. Ich bin mega bewegt über euer Talent und Fähigkeit, mit Liedern Gott Dankbarkeit auszudrücken. Und nachher möchte ich mit euch zusammen beten, dass heute Abend Gott dir ein Wort gibt. Ein Licht gibt für den nächsten Move in deinem persönlichen Leben. Light of the world.
Wow. Applaus, come on, das ist bewegend. Wow. Wow. So, liebe Freunde, ich glaube an die Kraft vom Gebet. Ich glaube, dass Gott, viele von uns haben die Frage, was ist meine Berufung? Wie leitet Gott mich? Wie weiß ich, ob das richtig ist? Ich kann dir eins sagen, alles, was Gott macht, der wird dir vor die Füße leuchten und sagen, das ist dein nächster Schritt und nicht mehr, nicht weniger. Und eines Tages wirst du Sachen bewegen und denkst, oh krass. Und Gott sagt, wenn du zurückschaust, du bist Schritt für Schritt für Schritt gegangen in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu machen, auch online. Und ich möchte dir danken, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Du bist Licht und du hast der Dunkelheit widerstanden. Danke für die Tatsache, dass keine Sünde in meinem Leben mich kontrollieren muss. Danke für den Fakt, dass Krankheit keinen Platz hat. Danke für den Fakt, dass meine Süchte niemals das letzte Wort haben, sondern du hast mich berufen, in der Freiheit zu leben. Dass alle Ketten sind durchgetrennt. Und die Gefängnistür hast du aufgemacht, dass ich in dieser Freiheit mit dir, Jesus, leben. Aber Jesus, heute Abend lege ich mein Leben nochmal nieder vor dir. Und ich möchte das sagen, bist du mein Hirt? Bist du der Gott, der mich leitet, Schritt für Schritt? Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mehr ich lebe für mich, sondern ich lebe für dich, Jesus. Und Jesus hat gesagt, dies Wort Gottes ist ein Licht auf dem nächsten Weg. Und Jesus, ich brauche Rat in meiner Freundschaft, Rat in meiner Familie, in meiner Church, mit meinen Kindern, in meiner Gesundheit, in meinem Berufsleben. Lass den Moment einfach ruhig sein, weil Gott redet, dann, wenn wir auf ihn hören. Es kann etwas ganz Banales sein. Es kann etwas sein, das dich Gott daran erinnert. Es kann eine Aussage sein von deiner Mami, die dich bis heute positiv prägt. Es kann noch ein Wort sein, das du gehört hast, das dir nicht passt und du merkst, ich kann mich von dem nicht drücken. Ich möchte dir danken, dass du ein redender Gott bist, dass du unseren Weg beleuchtest und ich möchte beten, dass du uns segnest, uns bewahrst, uns begleitest, uns die Kraft gibst, auch das umzusetzen in deinem wunderbaren Namen Jesus. Hilf uns dabei. Ich segne dich in dem Namen von dem Vater im Himmel, der allmächtige, allgegenwärtige Gott. Ich segne dich auch, der liebste Sohn von Jesus Christus, aber auch in der Kraft vom Heiligen Geist, wenn du weißt, du lebst nie allein. Und das Wort Amen heißt, so sei es. Wenn du jetzt Amen sagst, möchte ich ganz kurz erklären. Amen ist nicht einfach der Punkt. So quasi Brust. Wenn du bettest, wenn du Amen sagst, dann sag jedes Mal Amen, ich mein so. Ich will das so. Es ist mir mega wichtig. Und es wird geschehen. Das ist ein Amen, heisst, es wird so werden. Das wird kommen. Ich habe keinen Zweifel. Ich mache ein Siegel. Wo Maria das Wort hört, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringt. Das macht Maria. Und sie behielt das Wort im Herzen. Ich möchte dich da bitten, bewahr das Herz in deinem Herzen. Lass dir nicht stellen.
Weil das Wort, wie Gott wird sorgen, dass es wird aufgehen. Wenn Gott das im Sinn hat, wird Gott auch die Tür aufmachen. Immer. Always. Lass uns zusammen nochmal das Wort Amen sagen. Ist gut? Weil das Amen heisst, wir glauben, sind ready. 1, 2, 3. Amen. Okay, guter Anfang. Machen wir es nochmal. 1, 2, 3. Amen! So sei es! Come on! Lass Gott einen Applaus geben. He's the one! Come on! Amen! Woo! Come on! Come on! Come on! Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst den abonnieren und dort wirst du immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.